One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jede Frage von euch soll helfen, zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das es uns alle gut besser geht und für das E-Planet durchgeht für uns alle gut, aber wie wir alle gut können mit konkreten Schritten dazu beitragen. Und heute spreche ich mit Dr. Sandra Heck über Geschlechtergerechtigkeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie hier sind. Zuerst stelle ich Sie kurz vor mit so 3 Fakten zu Ihrem Leben. Sie ergänzen und Sie sagen mir auch, was vielleicht fehlt, was die Leute noch wissen sollten. Und danach reden wir darüber. Sie waren lange in der Recherche und Lehre an Unis in Deutschland, Frankreich und sogar an der Uni LU tätig. Und eigentlich ist Ihr Hintergrund ökologische Nachhaltigkeit im Sportbereich. Ja, das war mein Postdoc-Thema, was nun allerdings auch schon 10 Jahre zurückliegt. Und ja, ursprünglich ausgebildet bin ich auch als Lehrkraft am Gymnasium und habe dann im Anschluss an der Uni LU auch in der Lehrerausbildung hier in Luxemburg gearbeitet, bevor ich dann vor rund 2 Jahren zur INAPS am Sportministerium gewechselt habe. Genau, und jetzt sind Sie sozusagen in einem interministeriellen Komitee für Männer und Frauen, so heißt das wirklich noch? Ja, es ist richtig. Also im Rahmen meiner Tätigkeit für die INAPS, fürs Sportministerium, bin ich jetzt Mitglied für den Bereich Sport in diesem interministeriellen Gremium. Derzeit ist es tatsächlich noch so betitelt für Frauen und Männer, was nicht heißt, dass wir nicht auch diverse Fragen schon mit einschließen und auch über eine Umbenennung reflektieren, um in dem Bereich noch inklusiver wirken zu können. Wir werden natürlich hauptsächlich über Geschlechtergerechtigkeit reden. Trotzdem, mit Ihrem Hintergrund vom Sport, ist das Sportökosystem ein Brennglas auf die Diskussionen in puncto Gleichstellung? Ja, danke. Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Sport auf der einen Seite ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und dass auf der anderen Seite auch der Sport selbst eben mit unterstützen kann, dass in der Gesellschaft Dinge verändert werden, dass Dinge anders wahrgenommen werden. Und von daher arbeiten wir auch eng mit dem MEGA zusammen hier in Luxemburg. Während Olympia hat man ja gesehen, dass viele Diskussionen sich auch gerade um die Repräsentation von Frauen gedreht haben, wie sie gezeigt werden, was sie anhaben. Da hat sich ja viel geändert, aber auch wie sie dargestellt werden und wie viele überhaupt dabei waren. Ja, das ist richtig. Es hat sich viel verändert. Es hat sich einiges verändert, vielleicht noch nicht genug. Also interessant war dieser Fokus, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, auf die Anzahl der weiblichen und männlichen Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris. Da wurde dann erstmal Parität erreicht, aber beim Blick dahinter, wenn man dann etwas tiefer schaut und die Zahlen liegen derzeit noch für Tokio vor, war die Anzahl der Trainer, die dann aber diese Athleten und Athletinnen formen, noch unter 20%, in Tokio sogar nur 13%. Das heißt, es ist schon viel passiert, aber noch nicht genug. Also es ist noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt auf diesen Podcast schauen, wir wollen Zukunftsvisionen diskutieren. Bei den SDGs, also den Zielen für nachhaltige Entwicklung, ist Nummer 5 Geschlechtergerechtigkeit definiert. Ist das genug Zukunftsvision oder gehen Sie eigentlich sogar weiter? Ja, also Gerechtigkeit muss nur dann eingefordert werden, wenn sie noch nicht erreicht ist. Das heißt, im Blick auf eine Zukunftsvision wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir uns diese Frage gar nicht mehr stellen müssten. Wenn also insofern Geschlecht oder sexuelle Ausrichtung oder auch unsere Herkunft gar keine Rolle mehr spielt und nicht mehr extra thematisiert werden muss. Solange das noch zu Unterschieden gesellschaftlich führt, sehe ich selbst und sehen wir auch im Gremium die Notwendigkeit, dafür einzutreten, dass die Gruppen, die bislang noch benachteiligt oder weniger repräsentiert sind, da Unterstützung und eine zusätzliche Stimme bekommen. Fakten, Fakten, Fakten. Ich brauche eine Zahl von Ihnen, die ich nie mehr vergessen werde. Ja, da gebe ich Ihnen doch die 22. 22. 22%, das ist immer noch die Prozentzahl von Frauen in Führungspositionen.
Warum ist das so wichtig, diese Zahl? Weil das immer wieder auch in Talkshows thematisiert wird. Warum ist diese Kennziffer so wichtig? Ja, weil sie zeigt, dass gewisse andere statistische Kennziffern wie der Gender Pay Gap eben nicht ausreichen. Der Stundenlohn allein sagt nichts darüber aus, welche Art von Aufgabe auch hochqualifizierte Frauen ausführen dürfen und sagt auch nichts darüber aus, ja, wie häufig sie die Chance haben, einfach aufgrund auch der sozialen, familiären Bedingungen zu arbeiten. Und was sagen Sie zu der Kritik daran, dass das über vielleicht auch der Wille von Frauen ist, nicht Führungspositionen zu übernehmen? Das mag es geben, aber ich wäre dafür, dass jeder dann auch diesen Willen ausdrücken kann. Umgekehrt der Mann auch, wenn er diesen Willen hat und dafür nicht stigmatisiert wird und dass es eben kein Zwang ist. In dem Moment, wo es eine freiwillige Entscheidung für die Zeit zu Hause mit dem Kind ist, finde ich das genauso fördernswert. Und das führt auch zu einem anderen mir wichtigen Punkt, dass nämlich diese sogenannte Care-Arbeit im familiären Umfeld wertgeschätzt wird und man sich weder dafür entschuldigen muss, noch auf dem Karriereweg dadurch eine unaufhaltsame Bremse zieht. Das wäre eine andere Zahl gewesen, die Sie hätten anführen können, dass eigentlich die meisten Frauen noch immer 2 Jobs haben. Ja, 2 Fulltime-Jobs, den Care-Job, sich für Verwandte, um pflegebedürftige Eltern kümmern zum Beispiel, was meistens noch immer die Frauen machen, plus die Kinder, plus vielleicht noch Vollzeit oder Teilzeit. Über Care-Arbeit wird viel gesprochen. Warum ändert sich da gefühlt sehr, sehr wenig? Ja, ich denke, die Stereotypen sitzen tief. Es gibt ja nationale Kampagnen, die das aufweichen wollen, aber ich denke, von der Erziehung her, wenn ich auch noch an meine eigene denke, sitzt das tief. Was sind typisch männliche, typisch weibliche Aufgaben? Und dann, also ich denke halt mit dieser Kennziffer 22% Frauen nur in Führungspositionen zeigt sich auch, dass wenn Eltern dann vor der Wahl stehen, wer bei Elternschaft dann zu Hause bleibt, die Wahl häufig auf den Mann fällt, weil der nun mal dann auch dafür sorgt, dass die Familie halt finanziell um die Runden kommt. Und so bildet sich da auch ein Teufelskreis im Prinzip, weil die gute Ausbildung der Frauen und Mädchen ist ja da. Umgekehrt, ja, dann häufig gezwungen, dass dann doch die Frau zu Hause bleibt, weil die Führungsposition dann doch noch bei den Männern liegt. Und dann ist es eine Abwägung innerhalb der Familie, okay, wer bringt hier mehr nach Hause und ja. Inwieweit spielen da auch strukturelle Fragen unseres Wirtschaftssystems, der Kompetitivität, des Wettbewerbs, auch die Art und Weise, wie Arbeit ist, eine Rolle, wo vielleicht Frauen eher als Männer sagen, das tue ich mir nicht an? Ja, das würde ich vielleicht weniger sehen, aber ich denke, strukturell kann man schon was machen. Zum einen, also Stereotypen, da haben wir schon drüber gesprochen. Zum anderen von Führungsebene Frauen die Aufgabe auch zutrauen. Und umgekehrt, das ist dann der Appell an die Frauen selbst, also nicht nur an die anderen, auch selbst dafür einzutreten, was man leisten kann. Das ist ja dann häufig auch in genderbasierten Studien kommt es immer hervor, ein Faktor, dass Frauen sich das auch selbst nicht zutrauen. Das Imposter-Syndrom, ne? Ja, sich da also dafür einzusetzen, dass sie selbst können und das auch zeigen zu dürfen und dann auch einzufordern, sozusagen die höhere Entscheidungsgewalt. Gender Pay Gap, Gender Pay Gap, Gender Care Gap. Man kann eigentlich alles, was irgendwie da so Faktoren sind, geht momentan immer in die Richtung zu sagen, da gibt es noch Lücken. Bringt uns diese Kleinteiligkeit wirklich weiter oder ist das gerade wichtig, um zu zeigen, hey, bleibt noch viel zu tun? Ja, ich denke, die Kleinteiligkeit hilft insofern, weil sich jeder vielleicht hier oder da mehr oder weniger wiederfindet. Es hilft gesellschaftlich dann jedem vielleicht zu zeigen, wie man im Kleinen dann doch helfen und beitragen kann. Umgekehrt ist natürlich wichtig bei allen Maßnahmen, dass sie wirklich ankommen und dass die Sinnhaftigkeit erkannt wird. Warum tun wir das? Nämlich darum, weil auch diverse Gremien, also wenn sie divers zusammengesetzt sind, eben effektiver arbeiten und eben bessere Resultate schaffen. Und wenn das ankommt, dass eben die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit, ich gehe halt weiter von divers zusammengesetzten Teams, sogar einen Mehreffekt hat in die positive, richtige Richtung, dann hätten wir schon viel erreicht. Das wird ja viel diskutiert, inwieweit diese Binarität, wo wir jetzt auch gerade ein bisschen in die Falle
tappen. Wahrscheinlich auch ist das ein bisschen Absicht. Inwieweit ist diese Binarität noch Teil des Problems, aber auch noch wichtig zu behalten? Ja, ich denke, sie ist wichtig zu behalten. Das hatten wir anfangs kurz angerissen, solange die Unterschiede so eklatant sind. Wenn wir jetzt von Zahlen 22% sprechen, wo Frauen da nur eingebunden sind, dann sieht man, es ist schon ein großer Unterschied da, der noch unterstützt werden muss. Und so lange, denke ich, muss man diesen Unterschied noch hervorheben und so entsprechend helfen. Eine Diskussion geht ja auch in Richtung Quoten. Braucht man Quoten? Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass Frauen ähnlich gut leisten können und dass man nicht unbedingt Quoten braucht. Aber da in Strukturen, wo halt noch nicht erkannt wird, dass dieselbe Arbeit genauso gut von einer gleichsam qualifizierten Teilzeitkraft übernommen werden kann oder von Müttern, die dann, wo man Angst hat, sie könnten eventuell länger ausfallen, da gibt es halt noch was zu tun und solange muss man auch vielleicht diese kleinteiligen Unterschiede dann doch noch hervorheben. Quoten können ja auch dazu helfen oder werden auch so formuliert, dass das benachteiligte Geschlecht gefördert werden soll. Das kann ja auch ein Mann sein, zum Beispiel jetzt in Kitas, in Berufen, eben gerade diese Care-Berufe. Warum ist das so? Weil das wird ja immer als Hauptargument gesagt, weil die Bezahlung so schlecht ist. Die Bezahlung ist schlecht in Berufen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Ja, das ist eine durchaus schwierige Frage. Ich denke, da anzusetzen bei den Stereotypen, so wie man es jetzt auch schon versucht an den Schulen, ist gut, weil die sitzen schon noch tief. Also ich habe dieses Jahr ein ganz konkretes Beispiel erlebt. Also wenn tatsächlich in Schulsystemen immer noch dann binär gedacht wird, indem zu den Fußballmannschaften nur Jungs eingeladen werden und umgekehrt. Für mich sind es wirklich erstaunliche Sachen, dass wir da heute noch drüber reden müssen und Jungs eben von Tanzveranstaltungen ausgeschlossen werden. Da denke ich, wo sind wir? Und das motiviert mich auch dazu, weil ich sehe, es ist eben nicht alles schon erreicht, es ist nicht alles schon gesagt worden. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Die Diskriminierung der Geschlechter verdammt oft Frauen zu unsicheren und schlecht bezahlten Berufen. Welche Initiativen ergreift Luxemburg, um dies zu verhindern oder zu verringern? Ja, also wir haben hier den Pan Egalité, der ist, wie ich finde, auch sehr wichtig. Im Zuge dessen werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört allen voraus auch den Abbau der Stereotype, den wir schon angesprochen haben, Initiativen in den Schulen, damit früh schon in der Erziehung darauf geachtet wird, damit die Pädagogen das auch selbst mitdenken und entsprechend dann auch nicht noch alte, verfestigte Rollenbilder dann an ihre Schüler weiterleiten und umgekehrt auch jetzt wirtschaftlich gesehen in den Betrieben dann gleiche Bezahlung für gleiche Leistung, was ja hier in Luxemburg auch dann glücklicherweise gesetzlich so untermauert wurde. Top Flop. Und welche Rolle kann das Schulsystem, die Politik oder die Wirtschaft in diesem Bereich spielen? Ja, also ich denke, alle drei Bereiche müssen da zusammenarbeiten. Es nützt nichts, wenn nur einer allein arbeitet. Die Schule, wie ich eben kurz erwähnte, ist halt ganz wichtig, weil sie früh ansetzt, weil sie Heranwachsende, die noch in ihren Rollenbildern sich finden müssen, dann möglichst frühzeitig erreicht und die das dann hoffentlich in die nächste Generation weitertragen. Dann Wirtschaft, wir verbringen alle sehr viel Zeit auf der Arbeit. Wenn wir nicht da wirken und was bewirken wollen, wo dann? Und dann die Politik. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt dann auch beruflich gewechselt habe, setzt den Rahmen dafür, kann gesellschaftlich dann auch durch diese Rahmengebung etwas bewegen und somit halt unsere Gesellschaft von morgen und damit hier vor Ort die Zukunft Luxemburgs gerechter und inklusiver gestalten. Aber für die Schüler ist es ja auch sehr wichtig zu sehen, was sind so ihre Vorbildspersonen. Und ist da die Lehrerschaft oder die Personen, die sich um die Kinder kümmern oder mit den Kindern beschäftigen, ist da die Diversität schon gegeben oder gibt es da Pläne auch in Luxemburg dann noch dafür zu sorgen, dass das noch repräsentativer ist? Ja, also wir sind gerade im Rahmen vom interministeriellen Komitee dabei, aus den verschiedenen Ministerien zusammenzutragen. Also federführend macht es das MEGA, was wo schon gearbeitet wird. Diese Zusammenstellung ist jetzt noch nicht abgeschlossen, sodass ich das nicht final beantworten kann.
Aber also ich bin schon der Meinung, wie Sie selbst eben auch sagten, es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch mehr Männer sich für den Beruf interessierten. Dann hat man einfach da auch beide Geschlechter repräsentiert, vielleicht auch also gar nicht binär, sondern auch divers, damit Schüler das schon früh selbst erleben und auch unter den Mitschülern akzeptieren, weil auch das führt häufig noch zu Stigmatisierung. Also ich kenne das auch aus Grundschulen, wo sich dann auch schon früh im falschen Geschlecht gefühlt wird und wo das Lehrpersonal einfach gar nicht darauf vorbereitet ist, damit umzugehen weiß. Und ja, es dann schon zu Mobbing-Tendenzen kommt, um nicht zu sagen zu Mobbing selbst. Also da wäre wünschenswert, dass das Lehrpersonal auch darauf vorbereitet wird und umgekehrt dann die Gesellschaft in ihrer Breite auch im Schulpersonal dann dargestellt würde. Was wollen Sie nicht mehr erklären müssen? Ja, ich möchte nicht mehr erklären, dass wenn auf der Arbeit oder im Sportverein, überall da, wo verschiedene Personen zusammentreffen, Gerechtigkeit dann erreicht ist, wenn die Zahlen stimmen. Also wenn 10 Leute da sind, 5 sind Frauen, 5 sind Männern, also Haken dran, Ding erreicht, oder einzelne Maßnahme, Haken dran, Ding erreicht. Also die reinen Zahlen sind wichtig als Ausgangspunkt, nichtsdestotrotz muss man dann strukturell gucken. Ist Gerechtigkeit schon dadurch erreicht, dass einfach gleich viele Leute da sind, oder meiner Meinung nach muss man schon tiefer schauen, was dürfen sie machen, was machen sie, wo dürfen sie überhaupt engagiert sein. Also das ist dann schon noch ein anhaltender Aufreger. Warum ist Geschlechtergerechtigkeit eigentlich unabdingbar für eine nachhaltige Welt? Ja, wie kann eine Welt aussehen, ohne dass wir da selbst von uns aus Gerechtigkeit erreichen? Es gibt manche Dinge, die lassen sich schwieriger steuern, aber sozial gesehen ist es, wenn wir eine inklusive, breite Gesellschaft und unsere Meinung auch vertreten haben wollen, immens wichtig für eine nachhaltige Zukunft. Der kritische Geist. So, genug über Frauen geredet. Seit Jahren wird alles nur für die Frauen getan. Das nervt mich, ich bin ein Mann und mir geht's auch schlecht und um mich kümmert sich niemand. Ja, da will ich nicht sagen, da habe ich heute Mitleid, aber ich finde gut, dass diese Frage kommt, weil sie kommt natürlich immer wieder und sie ist auch berechtigt. Weil Geschlechtergerechtigkeit heißt ja nicht Frauengerechtigkeit, die gilt natürlich für alle. Ich sagte ja auch schon voran, sogar nicht nur für Frauen und Männern, sondern für die breite Gesellschaft mit all ihren Ausrichtungen. Von daher muss man natürlich auch sehen, wie ich auch beim Beispiel vom Tanzen sagte, wo sind Männer benachteiligt. Ich begrüße auch immer, wenn sich Männer engagieren im Rahmen jetzt vom interministeriellen Gremium oder auch als Delegierte für Gleichberechtigung. Von daher, genau, beide Seiten, die Gesamtgesellschaft wird hier berücksichtigt bei dem Thema. Wir müssen ein ganz schweres Wort aufmachen, nämlich Intersektionalität. Das wird ja oft in diesem Zusammenhang benutzt. Vielleicht müssen wir es kurz definieren. Intersektionalität bedeutet ja nichts anderes, als Diskriminierungen gleichzeitig mitzudenken. Also dass eine Person kann sexuell diskriminiert werden, kann rassistisch diskriminiert werden, also aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres sozialen Statuses. Was mir auffällt zum Beispiel, dass wenn man jetzt an Kommissionen in Gemeinden denkt, dann ist noch alles sehr kleinteilig. Dann wird Chancengleichheit, Kommissionen sitzen nur Frauen, die feministisch denken. Dann inklusiv, dann werden versucht, ein paar Behinderte einzuladen. Es wird nicht ganzheitlich gedacht. Es gibt 5 Kommissionen, die sich eigentlich für mich um das Gleiche kümmern sollten, nämlich, dass es in der Gemeinschaft inklusiv und geschlechtergerecht zugeht. Ja, das ist richtig und in allen Fällen handelt es sich ja noch um Minderheiten. Das heißt, Minderheiten werden vertreten und der Effekt verstärkt sich ja noch, wenn die eine Minderheit auch zu anderen gehört. Das heißt, also zum Beispiel Flüchtlingshintergrund plus Frau in manchen Bereichen, so verstärkt sich das noch. Ich bin dennoch der Meinung, dass man sich spezialisieren kann in den Gremien, aber es sollte doch häufige Momente geben, wo man zusammenkommt und dann Inklusion auch lebt und dann entsprechend umsetzt, auch in dieser politischen Arbeit. Und wir müssen da überlegen, wer eigentlich warum teilnimmt. Ne? Und eine Gruppe, die fast nie teilnimmt, sind ja die Alleinerziehenden. Frauen sage ich fast automatisch dazu, weil es sind ja mehrheitlich Frauen. Ja, danke, dass Sie das erwähnen, weil sehr häufig werden die Stimmen nicht gehört oder sehr
spät gehört. Dennoch ist es eine gesellschaftliche Realität, denn nicht in allen Familien stellt sich die Frage, wer geht jetzt arbeiten, wer geht in Teilzeit, wer bringt das Kind nach Hause, sondern sehr häufig und leider immer häufiger in unserer Gesellschaft kommt es ja vor, dass das von einer Person getragen wird, da häufig von der Frau, und so erschließt sich vielleicht dann auch noch weiterhin, dass halt dann gewisse Verantwortungen Frauen halt eben nicht zugetraut werden, vielleicht nicht genug, nicht nur vielleicht, sondern sicher nicht genug Unterstützung da ist und ja, einiges auch an Stigmatisierung, also es wird sich häufig eher versteckt. Das ist meine Erfahrung in Gesprächen auch im Bekanntenkreis, sondern man möchte manche Rechte, die man einnehmen könnte, gar nicht einnehmen, weil aus Angst stigmatisiert zu werden und man möchte nicht anders behandelt werden. Und ich denke, da kann man auch proaktiv als Arbeitgeber auch was machen, um dann zu sagen, die Rechte zur Gleichberechtigung und zur Stützung von Alleinberechtigten sind bewusst eingeführt werden, damit sie auch genommen werden und dann letztendlich auch dem Gesamtarbeitsfeld zugutekommen, weil jeder dann auch die Arbeit leisten kann in einem gesunden Arbeitsumfeld, die er oder sie möchte. Wie können wir alle davon profitieren, wenn es dem benachteiligten Geschlecht besser geht? Ja, es gibt ja dieses... Weil es ist ja die Frage, die dahinter steht, was verliere ich als Mann, wenn Frauen die gleichen Rechte haben? Ja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, Happy Wife, Happy Life. Das gilt jetzt für die, da musste ich gleich dran denken, deswegen musste ich schmunzeln. Ich denke, natürlich profitieren wir alle von einer harmonischen Gesellschaft, von einem harmonischen Miteinander. Auf der anderen Seite ist es so, wenn alle gleichberechtigt teilhaben können, sind die Ergebnisse auch besser. Das zeigen ja verschiedene Studien. Von daher profitieren wir auf der Arbeit, wir profitieren privat, damit fing ich hier an, und wir profitieren dann auch in Zukunft, wenn Entscheidungen einfach auf divers zusammengesetzten Gremien basieren, die dann eben auch andere Entscheidungen treffen. Wenn wir jetzt Ihre Zukunftsvision einlösen möchten, was wäre jetzt der erste Schritt zu tun? Ja, der erste Schritt wäre, dass alle, die heute hier zuhören, überlegen, wo sie selbst vielleicht ein Stück beitragen können. Zum Beispiel sich wirklich auch zu Wort melden, wenn Diskriminierungen beobachtet werden. Das passiert viel zu selten. Manchmal fällt es jemand von außen leichter als der Person selbst, also da Unterstützung zu geben. Umgekehrt in der Erziehung, als Lehrkraft oder als Eltern, da halt früh auch dafür einzustehen, dass Kinder untereinander sich nicht in gewisse Rollen reindrängen. Und ich denke, so findet jeder in seinem kleinen Mikroraum einen Teil, der dann aber im Gesamtbild hilft, voranzukommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank ebenso. Ich so erst merci für die Nolauschen. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Letzteburg. Ich bin gespannt mit Dr. Sandra Heck. Ich resümiere am Ende immer das Gespräch ein wenig, auch für mich, damit ich weiß, was ich gehört habe. Ihre Aussage ist, dass Frauen nach wie vor noch Nachteile haben, das benachteiligte Geschlecht sind und mehrheitlich es sinnvoll ist, da noch weiter hinzuwirken zu Geschlechtergerechtigkeit. Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ist besser für alle und gut für alle, weil eben auch Männer durchaus darunter leiden, wenn es einem Teil der Gesellschaft strukturell schlecht geht. Es ist aber auch wichtig, ganzheitlich zu denken, nicht nur binär, sondern auch diverse und alle Gruppen, die dazugehören, benachteiligte Gruppen, immer mitzudenken und nicht zu vergessen, auch die Alleinerziehenden, die sehr wenig Lobby haben in der Gesellschaft. Ist das okay? Gut, danke. Vielen Dank. Ich soll erst auch merci für nur gucken. Denkt daran, unseren Podcast zu abonnieren. Nächste Freitag geht es schon weiter mit einer neuen Episode. Aber bis dahin heißt es One Planet, 20 Futures, Zukunft also.